Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Ich hole die Sendung Donnerstag, 29. Juni zu Straßburg ab, also auf dem Tag, wo zu Brüssel der Sommet von den Staats- und Regierungschefen angeht. Am Vorfeld zu dem Sommet gibt jo viel pessimistische Kommentare gemacht, besonders weil Polen ob die Entschädungsmechanismen zurückkommen wollen, wie sie am Verfassungsvertrag, den sie aber unterschrieben haben, stehen. Sie sind mit der Formel 55% von der Regierungen an 65% von der Bevölkerung für eine Mehrheitsentscheidung nicht mehr einverstanden. Auch die Engländer wollen auf vieles zurückkommen, in Rahmen auf die Charta von den Grundrechten, alles auch das, was sie als Regierungen unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert haben. Was bei dem Sommer herauskommt, kann ich noch nicht wissen und dafür auch nicht kommentieren. Aber Politik ist die Kunst des Erreichbaren, heißt es ja auf Deutsch, und ich kann ihm hoffen und wünschen, dass wir ein bisschen weiterkommen auf dem richtigen Weg, für die Europäische Union mehr handlungsfähig zu machen, ohne Verfassung, aber mit einem geänderten Treaty. Dass das Europaparlament trotz vielen Diskussionen über strittige Themen aber nach handlungsfähig ist, da tun wir an der Juni-Session zu Straßburg gewiesen. Heftige Streit gibt es schon seit mehr wie einem Jahr, auch besonders mit den Polen, über ein neues Spirituosenreglement. Sie wollen mit anderen Osteuropäern, mit den Skandinaviern, sogenannten Reinheitsgebot für Wodka, den nimmen aus Cerealien a Grumperen darf gebrannt gehen. Andere Länder benutzen dafür auch Zuckerrübe, Müllers und sogar Trauben. Lo als ein Kompromiss durchgegangen am Europaparlament, dass Wodka nicht nimmen aus Cerealien oder Grumperen gebrannt wird, dass das dann muss auf der Etikett stehen. Mit Polen, sie haben noch eine fantastisch große Wodka-Degustation zu Straßburg organisiert. Die sind aber nicht zufrieden, hier das Reinheitsgebot, als wie gesagt, nicht durchkommt. Als Lützeburger Brandweiner, die stehen alle Guren auf der Liste von geschützten Ursprungsbezeichnungen, vom Quetsch über Mirabelle bis zum Cassis de Beaufort. Wir haben also mit der neuen Regelung kein Problem, soweit wie ich das gesehen. Wir schon die Liste kontrolliert, also steht alles drauf, was wir als Spirituosen zu Lützeburg produzieren. Auch ein Kompromiss gibt zu Straßburg bei der neuen Richtlinie, allerdings an erster Lesung, über die Portabilität von den Betriebsrenten. Über das Prinzip, dass, wenn der Patron wechselt, aus seinem Land, oder wenn in einem anderen Land arbeiten geht, dass dann seine Rechte auf eine Betriebsrente erhalten kriegen. Über das Prinzip gibt es keinen Streit. Wir wollen noch keine europäische Regelung an dem Domain, die Betriebe davon aufhalten geben, so Betriebsrenten anzubieten, oder die finanzielle Viabilität von so Regimen vorstellen. Dazu nicht zu Straßburg auch an Menge 2 Minuten redet, die Schei Kontalen als Rapporteur von der Frage-Kommission klar und deutlich gesagt, besonders als Deutschkollegen, die hatten viel Bedenken, aber sie sind mit ihrer Zerherderlin nicht durchkommen. Mit Ministerrat sind wir uns aber noch nicht eins. Das heißt, es gibt eine zweite Lesung an Diskussionen über die Portabilität von den Betriebsrenten, die geht weiter. Aber ich meine, dass wir diesem Kompromiss
ma aber Bewegung an den Dossier brucht hun iwwer demer seit dem Hirsch 2004 diskutieren. Wie gesot, auch Politik ist die Kunst des Erreichbaren. An der Woche vom 25. bis 21. Juni sind ich zu Wiesbaden für die Plenarsitzung von der paritätischen parlamentarischen AKP-EU-Versammlung, wo ich auch ein von den Vizepräsidenten bin. Die Parlamentarische Assemblée besteht aus Vertretern von den 77 Ländern aus Afrika, Karibik und Pazifik, die mit der Europäischen Union assoziiert sind. Wir treffen uns zweimal pro Jahr mit also unseren Kollegen aus den Ländern. Und wir sind dann noch zu 77 Deputierten aus dem Europaparlament, dafür heißt das ganz paritätisch Versammlung. Diese parlamentarische AKP-EU-Versammlung, die hat zum Zweck, für die Lebensqualität an AKP-Ländern zu verbessern, ihren ökonomischen Development zu beschleunigen und noch eine bessere Kooperation mit diesen Ländern zu ermöglichen. Ich bin noch am Gang, einen Bericht zu machen über ausländische Investitionen an Afrika. Das wird ganz viel Freude gehen und noch viele Diskussionen. Aber über all das werde ich euch dann später berichten. Bis dann und merci für die Nachlausung.